gibt es ein feines Rhabarbertürtli und eine feine Rhabarbertorte. Wow, frische Rhabarber, Patricia. Was können wir machen aus dem? Genau, heute machen wir eine Rhabarbertörtli. Wow. Was braucht es da dazu? Genau, da brauchen wir eben Mehl, Rahm, Butter, Zucker, Rhabarber, Zitrone, Maisstärke, Eier, Haselnüsse und Dessertgewürz. Vom Stedi. Natürlich. Ich freue mich mega drauf. Bin gespannt. Ja, Danke. bis nachher. Bis nachher. Hoi, willkommen nochmal bei uns. Wir machen eben die Rhabarbertörtli und wir machen das vom Anfang an, indem wir sogar den Teig selber machen. Du kannst natürlich auch mit fertigen Kuchenteig machen, mit einem fertigen Morbteig gäng's auch. Wir machen das hier zusammen. Es geht gar nicht so lang und auch nicht so schwer. Dann kann man immer wieder den Teig für verschiedene Rezepte benutzen. Ich habe hier abgewogen und ich gebe die Rezepte genau, damit es auch funktioniert. Das sind 150 Gramm Mehl, also ganz hundskommune Weißmehl. Geht auch mit Dinkelmehl, habe ich schon getestet. Da mischen wir 75 Gramm Zucker, auch Kristallzucker. Und wir schon mal gut untereinander mischen. Eine Prise Salz und dieses Mal nehmen wir leider kein Herdöpfelgewürz. Wir machen hier eine süße Rezepte hier. So, eine Prise Salz. Ich gebe in dem Teig auch schon ein bisschen Dessertgewürz. Nur ein bisschen für den feinen Geschmack. Nachher in der Füllung, also auf dem Rhabarber, gebe ich das nochmal. Und da duftet schon. Unglaublich. Und was jetzt wichtig ist, meine Butter, und das sind 75 Gramm, ist jetzt so im Halbwürfel geschnitten und ich habe bis jetzt die letzte Minute im Kühlschrank gelassen. Also dürfte sogar kurz im Tiefkühler sein. Also je kälter die Butter quasi hier ist, desto einfacher ist, um diesen Teig zu bearbeiten. Hände vorher schön waschen, oder? Und dann werden wir jetzt den Teig nicht kneten. Es geht nur darum, dass wir soll nachher aussehen, also du wirst sehen, wie es nachher aussieht, aber es soll ein bisschen wie eine grobe Paniermehl aussehen. Also wir können wirklich so zwischen die Hände reiben, immer genug Mehl zwischen Finger und Butter nehmen, dass nicht nur die Butter an den Finger klebt. Und dann wirklich schön sehr reiben, bis das schön wie eine so grobe Paniermehl aussieht. Solange man so große Stück Butter sieht, ist es noch nicht gut. Bringt nichts, wenn wir jetzt probieren, schneller zu machen, nachher gelingt der Teig nicht. Wirklich so reiben. Für dieses Rezept sind kalte Hände einmal vor Vorteil. Das ist mein Fall. Ich habe sehr kalte Hände immer. Es ist nicht immer gut, aber in dem Fall von so einem Kuchen, so Halbmürbteig, ist das gar nicht schlecht. Dann schmilzt die Butter nicht so schnell und wir kriegen das Resultat, das wir brauchen. Wenn man warme Hände hat, oder sagen wir, es ist wirklich zu warm in der Umgebung, dann kann man die Hände wirklich kurz mit kaltem Wasser spülen und die Rezepte dann machen. Also gut abtrocknen natürlich. Wir bringen hier keine extra Feuchtigkeit dazu. Siehst du, jetzt ist schon fast soweit. So, gut gemischt. So, ich würde sagen, das ist gut. Also ich sehe hier, wenn ich den Teig oder diese Mischung so mache, sind keine Gröbe oder keine großen Butterteile mehr. Butter ist wirklich nicht aufgeschmolzen, aber sich so aufgelöst, gut durchgemischt hier mit dem Mehl.
Und jetzt kommt hier ein Ei rein. Mache so wieder so eine Vulkanli drinnen. Nehmen wir das Ei. Die Mitte vom Vulkan. Und jetzt weiter nicht kneten, aber ich kann so vom Außen nach innen über das Ei, nur damit ich meine Finger nicht so extrem dreckig mache. Lösche, so Eigelb zerstöre, das gut untereinander ist. Auf keinen Fall kneten. Jetzt geht es nur darum, dass dieser Teig oder dass alle Zutaten hier zusammenhaften. Also ich will nachher irgendwie so eine Kugel formen können. Wie so beim Knetmasse spielen, oder? Kinder könnten das wahrscheinlich sehr gut machen. Wirklich so ein bisschen. Das Ei überall verteilen. Und jetzt klebt ja es schon. Dann kann ich schon anfangen, hier probiere eine Kugel zu bilden. Möglich, schau, dass alle Zutaten in der Schüssel bleiben. Da muss ich wirklich nicht auf der Arbeitsfläche machen. Ich kann gut in der Schüssel machen, weil ich den Teig eben nicht knete. Also ich gebe nur so viel Kraft wie nötig, um alles so zusammenzufügen. Aber nicht, ja, es geht hier nicht darum, Luft in den Teig zu bringen, wie eben bei einem Brot, einem Zopfteig zum Beispiel. Ich habe weder Hefe drin, noch Backpulver. Ich kann auch die Zutaten wiederholen. Da haben wir 150 Gramm Mehl, eine Prise Salz, 75 Gramm Zucker und 75 Gramm Butter und ein bisschen Dessertgewürz und ein Ei am Schluss. Ne? Der gleiche Teig könnte ich auch für salzige, pikante Gerichte verwenden. Dann würde ich natürlich Zucker und Dessertgewürz weglassen und dann stattdessen mit Herdöpfelgewürz zubereiten. Also nicht zu lang den Teig bearbeiten. Jetzt habe ich schon diese Kugel, die ich will. Die Rezepte reicht eben für so eine Backblech. So. Das habe ich. Der Teig muss jetzt rühren. Ich spüle die Hände. Die machen wir jetzt einfach so in eine Plastikfolie einwickeln. Es ginge natürlich auch mit so einer Bienenwachsfolie. Schön luftdicht. Und der Teig kommt jetzt für mindestens 20 Minuten in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit bereiten wir dann die Haber vor. Ich gehe nur schnell zum Kühlschrank. So, Teig ist jetzt im Kühlschrank. Dann haben wir schön Zeit für die Haber. Eigentlich das Wichtigste quasi in den Rezepten jetzt. Können wir anfangen, indem ich das Wasser zu kochen bringe. Wir werden diese Haber kurz blanchieren. Erstmal, dass sie nachher nicht so extrem zu bissfest sind noch im Ofen. Und zweitens, damit ich ein bisschen wenigstens von dieser Oxalsäure entfernen kann. Darüber reden wir noch ein bisschen mehr. Ich zeige euch nur ganz gern, wie man die Haber hier jetzt rüsten soll. Also die Spitze, die 3 hier habe ich schon gut gewaschen. Die Spitze schneiden wir ab und dann gehe ich wirklich mit dem Messer hier rein und ziehe das so. Also die ganze Faden hier muss ich wegnehmen, sonst merkt man nachher zu extrem beim Essen. Also wieder mit dem Messer rein, Faden bis am Schluss ziehen. Also der letzte Teil hier merke ich, der ist auch schon zäh. Die Blätter von der Haber, das benutzt man definitiv nicht zum Essen. Ich habe schon gesehen, dass man zum Basteln schöne Sachen machen kann mit den Blättern.
als Deko, aber nicht zum Essen. Dann ist der Anteil an Oxalsäure wirklich viel zu hoch. Und die sind nicht so nett für unsere Niere vor allem. Also jetzt nochmal hier, Spitze weg, kann ich schon gleich ziehen. Es funktioniert meistens. Wirklich mit dem Messer rein, ziehen. Weg. Wenn ich noch so Fäden habe, die nehme ich auch weg. Nur das nachher besser schmeckt. Also die mega lang. Schneidet man auch da. Da habe ich noch ein bisschen Blätter, oder? Und diese Teil nah an den Blättern nehme ich auch weg. Nutzen wir jetzt voll wirklich die Saison, weil die ist so kurz für Rhabarber, oder? Und man sollte nachher drüber wirklich nicht mehr essen. Aber was man jetzt machen kann, ist schön viel Rhabarber kaufen, aber wenn man selber im Garten hat oder jemand kennt, der im Garten hat, sie sind oft froh auf Abnehmen, weil wenn man Rhabarber hat, hat man plötzlich viel. Kann man wirklich das hier machen, was ich jetzt mache, in kleine Stücke schneiden, blanchieren und einfrieren. Und so kann man sogar im Herbst noch Rhabarber genießen. Oder man kann natürlich Rhabarberkompott machen zum Konservieren. Jetzt hier für dieses Rezept schöne Stückchen schneiden. Wie groß ist da etwa? Ein kleiner Finger breit. Das ist sogar zu breit gewesen. So. Jetzt hört man sie noch schön knackig. So soll es sein. So, ein bisschen hatte ich schon geschnitten. Haben wir das? Nehmen wir das Brett weg. Das Wasser kocht auch schon, das ist perfekt. Mache ich jetzt in dieses kochende Wasser und zwar für ungefähr 2 Minuten, nicht länger. Sollen dort kurz kochen. Ich kann in der Zwischenzeit die Zutaten, hoffe ich vergesse ich die 2 Minuten nicht, die Zutaten für den Guss nehmen, dass das nachher auf dieses Teig und Rhabarber kommt. Es ist ein bisschen so eine dünne, wähe Füllung. Also da habe ich Rahm, ein bisschen Maisstärke, soll das Ganze binden. Da ist mein Löffel. Und nochmal ein Ei. Kochen da wie Wahnsinn. Super. Und was brauche ich noch, dass ich nicht vergesse? Natürlich der Dessertgewürz, aber ich will noch zusätzlich dazu ein bisschen von einer Zitronenschale reinmachen. Den habe ich natürlich auch gespült vorher. Man sieht ja nicht alles hier, was ich mache. So, aber fast. Wenn ich keine Zitrone jetzt gerade zu Hause hätte, oder irgendwie steht die Küche hätte, ging es auch ohne. Also in die Dessertgewürz haben wir auch schon Orangenschale drin. Aber das hat auch so einen optischen Effekt, oder? Dass man wirklich auf diese Törtchen ein bisschen so Zitronenhaspel sieht. Macht das Ganze auch schön aus. Rhabarber sind hier fertig. Nehme aus dem Wasser weg. So.
sind soweit. Lassen wir gerade da. Jetzt brauche ich einen Gabel. Gut. Mal hier schön diese Guss untereinander tun. Nicht zu viel. Wieder kontrollieren, nichts vergessen. Habt Rhabarber jetzt hier zum Abtropfen vorbereitet. Es kommt noch echt viel Wasser raus und das will ich nachher auf dem Teig nicht haben. So, da wäre auch bereit, Rhabarber ist bereit. Ich gehe nochmal nach dem Teig holen. Es ist noch nicht die Zeit, aber wir probieren trotzdem auszuwählen. Zu Hause unbedingt mindestens 20 Minuten warten. Das ist der Teig aus dem Kühlschrank. Wir probieren jetzt so. Vielleicht geht es auch, dann muss man nicht so lange im Kühlschrank lassen. Aber ideal ist das schon, es ist nachher einfacher. Das kann sich hier auswählen. Ich muss den Ofen in der Zwischenzeit auch einschalten. Ofenfunktionen. Okay. Machen wir Heißluft 190 Grad. Wie vorher gesagt, die Rezept ist für eine größere Blechkuchen. Ich habe hier eine kleinere genommen, nur damit es wirklich schneller geht hier. Für dich in der Sendung. Und ich mache aber noch eine kleine, also noch Törtli. Wirklich Törtli, Mini-Törtli noch dazu. Wieder so eine Kugel formen. Der Teig riecht schon mal sehr fein. Geht auch ohne diese Folie. Ja, es geht auch ohne diese Folie. Ist aber schwierig. Wer schon mal zu Hause Guetzli gebacken hat, weiß das auch, dass die Folie hilft. Ich mache sogar einen zweiten Trick, in dem ich unter dran gleich schon meine Backpapier habe. Jetzt rutscht einfach hier noch zu fest. Ich sage, es ist das erste Mal, dass wir hier in die Städteküche so einen Teig machen. Aber es wird auch funktionieren. So. Und wenn du zu Hause den Teig länger im Kühlschrank lässt, ist sogar einfacher. Hoppla. Der ist jetzt nicht so rund geworden, wie ich wollte für den Blech. Dann mache ich jetzt zuerst die anderen kleinen. Nur wirklich zum Zeigen, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben. Das kann man schön als individuelle Dessert benutzen. Oder man kann so ein Brunch zum Beispiel das auch schön machen. Dann habe ich hier schon mal den Teig. Wir können so etwas zum Schneiden nehmen. Ich habe hier einfach einen Becher. Geht gut. Drucken. Tue ich jetzt noch ohne Folie. Super. Habe ich da mal. Es ist alles im Weg, ne? Da kannst du nicht so gut sehen. Habe ich hier schön. Das ist wirklich ganz ein kleines Törtli. 2 Bisse und sind weg. Machen wir ein zweites da. Dann kann man beide probieren, für den Fall, dass eine nicht funktioniert. So, hier kann ich schon mal mit dem Gabel durchstechen. Mit diesem Rezept kann ich auch hier zum Beispiel
mit, wie heißt mit diesem Marmorli füllen oder mit Bohnen, also eine Backpapier zuerst oben drauf und dann blind backen und erst nachher mit einer Creme füllen zum Beispiel. Oder ich kann jetzt so machen, wie wir heute machen, direkt backen. Die hier tue ich nachher bearbeiten. Machen wir jetzt die grossen. Wie gesagt, es ist wirklich von Vorteil, wenn dieser Teig länger im Kühlschrank bleibt. Ich probiere hier trotzdem Becher weg. Ui. Und jetzt probiere ich das schön rund zu machen. So. Also ich habe vorher noch gesagt, wir reden noch weiter über Rhabarber und Oxalsäure, oder? Und jetzt bin ich hier am Auswählen, kann ich da gut erzählen. Oh, der Film ist kaputt. Es ist so, Leute, die wirklich schon mal irgendein Nierenproblem haben oder tendieren zum Nierensteine bilden, die sollten möglichst wenig Rhabarber essen. Oder immer, und das jetzt für alle Leute, wenn man schon Rhabarber konsumiert, und das Gleiche gilt eben Rhabarber, Spargel, Spinat, die haben das blöde Problem, dass sie eben das Kalzium aus unserem Körper entziehen können. Ich könnte mal hier lang darüber reden und erklären, wie das passiert und warum das passiert. Aber es geht nicht darum. Es geht darum, dass wir eine feine Küchle nachher haben. Aber um das zu verhindern, machen wir meistens so Rezepte mit Rhabarber, mit Spargel, mit Spinat, indem wir zusammen Milchprodukte dazu verwenden. So hat eben schon Calcium in den Rezepten selber, um diese Oxalsäure zu kompensieren, und der Körper muss keine quasi Calcium aus unserer Reserve wegnehmen, wegräuben quasi. Ja. Deswegen isst man so oft Rahmspinat oder Rhabarber jetzt im Fall mit Rahm. Man kann natürlich auch mit vegetarischer Milchvariante nehmen, soweit sie eben mit Calcium angereicht sind, geht das eben auch. Und mit Spargel nimmt man oft Butter zum Beispiel oder Parmesan dazu, dann hat man auch schon die Lösung. Also es ist nicht wunderschön rund, aber wir wollen keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, wir wollen einfach schöne Kuchen dazu. Und da ist jetzt schon auf dem Backpapier, deswegen habe ich das schon so gemacht. Schön, schau, dass überall Teig reinkommt. Ich tue jetzt schon mit dem Gabel ausstechen. Wenn ich jetzt das vorbereitet will und erst am nächsten Tag weitermache, könnte ich den Teig jetzt wieder mit einer anderen Backfolie zudecken und so im Kühlschrank lassen. Ich hatte vorher hier schöne Schere, jawohl. Und mein Messer. Ich habe nachher noch ein bisschen Teig, oder? Dann kann ich gleich so den Rest auch hier nehmen und weiter kleinere Törtchen machen. Dann machen wir doch schön rund. Der Ofen ist ja noch nicht warm oder noch nicht heiß genug. Haben wir die Zeit. So. Wenn ich jetzt von dieser Oxalsäure rede, jetzt die Idee, den Rhabarber zu blanchieren. Ich hätte auch können direkt hier mit rohem Rhabarber arbeiten. Habe ich aber wirklich absichtlich blanchiert, dass nachher sicher nicht so bissfest sind, aber auch, dass ich einen Teil von dieser Oxalsäure schon da im Wasser rausgespült habe oder mit dem Wasser rausgespült habe. So, beide Teige sind parat.
Machen wir da weg. Auf 2 Seiten lasse ich das. Du wirst nachher sehen, warum. Kann man den Törtchen nachher besser aus dem Form nehmen. Yep. Jetzt habe ich hier beide Varianten. Die Törtli und Mini-Törtli. Nehmen wir ein bisschen Haselnuss für den Boden. Es könnte auch Mandel sein. Könnte auch eine Nussmischung sein. Nur ein bisschen am Boden. Soll es wirklich nur die Flüssigkeit vom Rhabarber aufnehmen. Das gleiche machen wir zum Beispiel auch mit salzige Dünne, indem wir Parmesan am Boden oder Paniermehl am Boden verteilen, oder? Schön verteilen. Jetzt kommt diese Rhabarbermischung hier, Rhabarber drauf. Merke jetzt, ich habe ein bisschen zu wenig. So. Und das ist noch spannend, weil, also ich kann jetzt nicht sagen meine Oma, weil meine Oma hat Rhabarber nicht gekannt. Ich habe das erst kennengelernt, als ich in die Schweiz gekommen bin. Aber die Schweizer Omas, und das kenne ich eben von meiner Schwiegermutter zum Beispiel, sie hat auch schon immer gesagt, Rhabarber nur bis am 24. Juni ernten. Das hat den Grund, oh, ich klaue hier ein bisschen für die kleine Törtli. Ich mache eine. Das hat den Grund, dass nachher schon diese Rhabarbersträucher schon sehr viel Sonne erwischt haben und der Anteil an Oxalsäure noch höher ist. Und deswegen sollte man Rhabarber nur bis am 24. Juni ernten. Aber es ist natürlich sehr regional unterschiedlich, heute weiß man das. Es kommt darauf an, wie viel Sonnenstrahlung eine Pflanze erwischt hat und so weiter und so fort. Habe ich hier meine Rahm-Ei-Mais-Stärke-Mischung. Natürlich mit Dessertgewürz. Drauf verteilen. Auch auf dem kleinen. Und so habe ich auch schon das Milchprodukt dabei. Es hätte natürlich auch eine vegetarische Variante sein können. Einfach mit Kalzium angereicht nochmal. Kurz schlagen, klopfen, aufklopfen. Dass ja keine Luftblase hier drin ist. Und das kommt in den Ofen. Wir kontrollieren, wie lang. Ich sage dir nachher, wie lang es bei mir gebraucht hat, aber es ist sehr unterschiedlich. Und nachher können wir schon mal probieren. So. So, also die kleinen, sind die jetzt soweit? Ich nehme die raus. Der große muss noch ein bisschen bleiben. Es riecht schon sehr fein hier, muss ich selber sagen. Man darf sich ruhig auch selber mal Komplimente machen. Das ist die kleine. Backpapier ist wirklich eine wunderbare Sache, oder? Das geht so gut raus. Wenn wir schon dabei sind, dann nehme ich die wirklich jetzt aus dem Papier raus und lasse so besser auskühlen. Man sieht, es ist schön in Form. Und warten wir noch, bis die große Haus soweit ist, dann können wir beide probieren. Ich habe jetzt unsere Törtli ein bisschen weiter unten im Ofen platziert und ein bisschen unter Hitze gegeben. Also die war schon praktisch gut, aber der Boden ist noch
so lampig, pumpig gewesen. Lasse ich noch jetzt 5, 7 Minuten mit Unterhitze und dann ist es sicher gut. So, schauen wir, ob jetzt soweit ist. Ich glaube schon. Oben dran ist schon schön braun, also goldig, sagen wir das so. Ja, sieht gut aus. Kann man auch schon abstellen. Schön sieht das. Nehmen wir das auch raus jetzt. Deswegen habe ich hier die 2 Stücke gelassen. Lassen wir kurz hier auskühlen und in der Zwischenzeit kann der Steady kommen zum Probieren. Patricia, jetzt hast du ein bisschen gekocht, gemacht und du schmeckt sehr fein da. Was haben wir da bekommen? Ich habe aber Törtli und ich habe aber Torte. Ich hätte Törtli und Mini-Törtli gesagt, aber okay. Ja, wir sind ein bisschen einfach im Eben, Thurgau. genau, nein. Es ist je nachdem, was für eine Törtli ist und was eine Torte ist. Aber dann probieren wir jetzt, oder? Unbedingt. Zeigen wir. Unbedingt. Also aussieht wird es fantastisch. Fangen wir mit dem Kleinen an. Oder probieren wir die Wir Kleine? nehmen den Kleines. Die ist noch sehr heiß. Ist jetzt aus dem Ofen Oh ja, gekommen. du. Also ich schneide da. Es riecht wirklich gut. Schmeckt sehr, Kannst du sehr deine fein. Stückchen bitte Ja. nehmen? Da, Schön. der Teig ist Ja. schön durch. Den haben wir alles so- selber gemacht, übrigens. Selber gemacht, Teig? Okay. Gängs auch mit fertig natürlich. Aber mir wenn man auch natürlich schnell nicht. will. Bei der Patricia wird selber kochen. Doch, man kann auch die mal etwas fertiger nehmen. Dafür Okay. ist es da. Aber ich finde, da geht es wirklich nicht so lang. Wir haben hier vor der Kamera gemacht, es hat funktioniert. Mir läuft das Wasser im Mund, sag ich mal. Und- Muss jetzt probieren. Ja, probieren wir, genau. Fantastisch. Ich darf die Augen nicht mehr so rollen. So. Nein, Sehr Verboten fein. worden. Ja. ist wirklich gut. Eben, der Teig ist sehr knusprig, oder? Und selber gemacht. Butterig, fein. Mit Dessertgewürz drin sogar. Fantastisch. Danke vielmals. Sehr gerne. Probier mal nach. Und wenn das Rezept dir gefallen hat, unbedingt da unten. Irgendwo, da ist der Glöckli aktivieren, abonnieren. Es kommt immer wieder was Neues. Und immer kommentieren. Sind wir mega dankbar, weil wir machen Ist das nett. für euch. Genau. Also ich mache es eigentlich für mich, weil das ist mega fein. Also du kannst auch gerne da unterschreiben, was würdest du gerne hier sehen? Und wir probieren zu kochen. Darf ich das so sagen? Wir kochen einfach. Ja, wir machen es. Wir Und schauen, machen ob es das. funktioniert. Du machst Rezepte testen. Gute Idee. Super. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.